schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute machen wir nicht das Zusammensetzen, sondern wir tun die Zusammensetzung-Teile verschönern. Und zwar möchten wir gerne solche wunderhübsche Teile machen. Oh, ist es scharf? Ich weiss es gar nicht. Ja, genau. Und die kann man dann irgendwo im Junk Journal draufkleben oder anhängen, wenn man sie hinten auch noch verschönert. Dann könnte man sie als Charm benutzen, wenn man irgendwie ein Löchchen rein macht oder so. Oder man klebt sie auf ein Kärtchen. Oder wie auch immer, gibt das sicher ganz eine wunderbare Deko. Genau, und für das habe ich mir also verschiedene Sachen ausprobiert. Und ja, ich kann das jetzt einfach mal zeigen. Das geht nämlich relativ schnell. Noch schnell ein bisschen Platz machen. Ich weiss, meine Unterlage ist nicht wahnsinnig die schönste, aber jetzt nehmen wir doch hier noch eine wüstere. Weil jetzt möchte ich hier gerne mit Gesso drauf. Und zwar so, ich mache hier gerade mal so ein paar parat. Komm. So, jetzt habe ich hier eben auch noch so eine Serviette mit solchen herzigen Blümchen drauf. Da kann ich natürlich nehmen, was ich gerade Lust habe und was ich alles habe. Jetzt habe ich einfach mal von dieser hier gebraucht. Und da habe ich noch vom Hinterteil von dieser Servietten oder von dem Nastüchli oder was das auch immer war. Das ist schön weiss, das brauchen wir auch noch. Es gibt nämlich 3 verschiedene Teilis. Und am Schluss können wir dann sagen, welches das am besten geworden ist. Nein, das nehme ich halt an den Deckel. So, also. Ich nehme Gesso, den ich hier habe vom Lachenmeyer. Immer noch ganz Kübel voll. Ja, noch nicht wahnsinnig viel mehr aufgebraucht. Immer wieder ein kleines bisschen. Dann reicht mir der Kessel wahrscheinlich etwa 200 Jahre. Und ich nehme an, das reicht gerade. So, also, ich nehme mir hier ein bisschen raus, damit ich nicht immer muss so in grossen Kübel rein. Und dann male ich die doch einfach mal ein bisschen an. So. Das muss nicht ein wahnsinniges höllisches Kunstwerk werden. Ich will einfach, dass es ein bisschen weiss ist. So, ich habe hier auch an den Rändchen ein bisschen. Das habe ich nämlich auch gemerkt, das wäre noch so gut. Ihr müsst euch keine Sorgen machen um den Pinsel. Der ist sowieso schon ein bisschen verzuselt. Und es wird nachher noch schlimmer mit dem. Ich werde ihn noch mehr strapazieren. Das ist nicht einer von meinen schönen Türen. Also von dem her easy. Ja, man kann das sicher auch mit Dings machen, mit irgendwie einem Schwimmli oder so. Und je nachdem, was man natürlich für eine Zusammensetzung hat, wenn ich jetzt irgendwie eine Eislandschaft habe, dann muss ich sie ja vielleicht gar nicht anmalen. Aber ja, meistens hat man ja nicht unbedingt ganz weisse Zusammensetzungsteile. Vielleicht hat man manchmal ganz blaue, so von so Himmelzusammensetzung. Das könnte noch sein. So. Aber ich habe hier so ein altes Zusammensetzung, das haben wir, glaube ich, mal sogar aus der Brocke geholt. Und das hat, glaube ich, schon von Anfang an nicht mehr alle Teile gehabt. Genau, und jetzt hat das seit Jahren niemand mehr gespielt.
Und jetzt war es so auf dem Weg ins Altpapier. Und dann habe ich gefunden, nein, warte. Zuerst wollte ich doch hier noch ein paar Teile rausretten. Da kann man doch sicher noch irgendetwas damit basteln. So, komm, komm, komm. So, und jetzt habe ich hier nämlich den Trick sowieso. Ich mache das einmal so. Und dann kommt hier einfach das Weisse drauf. Einmal weiß. Und, oh, das ist schon ein bisschen angetrocknet. Den haben wir gerade nicht. Da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen drüber. Ja, mal, und sonst ist es schon gut. So, und da nehmen wir jetzt mal die ganzen Blümchen, die ich drauf habe. Und da. So. Ich glaube, jetzt ist gut. Das darf ich nicht mitmachen. Und die da lasse ich jetzt einfach mal so trocknen. Die bleiben gerade so. Weil so geht es nämlich auch. Jetzt wäre das noch gut, wenn das nicht auf der Unterlage kleben. Dann die vielleicht noch jemand anders her tun. So, aber es ist natürlich wieder mal ein bisschen chaotisch. Und jetzt werden wir die zusammengesetzten Teile hier befreien. Und für das gehe ich jetzt einfach hier ins Wasser und gehe mit dem so rundherum. Zuerst einfach mal ein bisschen so, dass überall ein bisschen nass ist. Zack, 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 zack. Und jetzt tun wir ein bisschen Pinsel strapazieren. Ich kann mit dem Pinsel einfach da alles das schon ziemlich befreien. Wenn ich das will. Wollte ich das? Ja. Das Mal wollte ich das. Der Pinsel, der ist mir jetzt recht egal. Was ich sonst machen kann, ich kann es einfach so ein bisschen abreißen. Ich zeige es jetzt vielleicht bei dem. Das kommt auch so ein bisschen ab. Für das muss ich nicht unbedingt den Pinsel kaputten. So, und dann kann ich mit dem Hinterteil vom Pinsel das alles so ein bisschen drauf abstoßen. Was ich logischerweise nicht machen sollte, ist oben drauf legen, weil dann löst sich das alles wieder ab. So. Und das muss ich jetzt sowieso auch mit dem machen. Ich gehe da überall ein bisschen in die Dings rein. Aber wenn ich das vorher schon mit dem Vorderteil vom Pinsel schön so abstoße und drauf nehme, dann habe ich nachher auch nicht mehr so viel Gefotz rundherum. So, und eben wie gesagt, wenn ich hier am Rändchen auch schon ein bisschen Gesso anschmiere, dann klebt das vielleicht sogar dort auch noch ein bisschen dran. So. So. Geh weg. Ah, es klebt. Und jetzt das. Bei dem machen wir das Gleiche. So, zuerst mal beschmieren.
So, und dann alles schon mal ein bisschen runterstossen, hier schön in die Löcher rein. So. Jetzt können wir mal schauen, wie der Pinsel aussieht. Er ist schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Da so. Oh. So. Aber eben, wie gesagt, das war er sowieso vorher schon von dem her. Mach das gar nicht. Mach das nicht. Mehr macht das nicht. Ich würde jetzt eben natürlich schon nicht den neuesten und den teuersten Pinsel nehmen für solche Gespässchen. Vielleicht kann man das auch mit irgendetwas anderem machen. Geht sicher auch. Vielleicht mit einem Bleistift oder so. Oder schon von Anfang an mit dem hinteren Teil vom Pinsel. Oder ich weiß auch nicht. Oder mit einem Wattestäbchen. Aber ja, das mag vielleicht nicht da in die Löcher rein. Also ich muss sagen, das hier ist jetzt wirklich sehr ein kleines Zusammensetzteil. Es gibt natürlich auch ein bisschen grössere, mit denen kann man dann ein bisschen, ja, es geht wahrscheinlich mit denen ein bisschen besser noch. Und den kann man sicher mit einem Wattestäbchen. Da kommt man nämlich dann in die Löcher rein. Denke ich jetzt einmal. Ich weiß es nicht. So, leg. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Das ist ein hübsches da. Gut. So, das nehmen wir weg. Das kann man dann noch einmal für irgendetwas brauchen. Das ganze versuchte Zeugs kommt auch fort. So. Und da sind noch die angemalten. Oh, was ist denn los mit dem da? So. Also, und eben, ich grundiere die und klebe nachher dann auf das nasse Gesso. Ich brauche gar kein Leim, ich klebe das auf das nasse Gesso drauf. Ich habe da solche gemacht mit Leim. Aber da drückt doch das unten dran sehr durch. Wenn man das jetzt so vergleicht mit denen, die grundiert sind, sind die natürlich schon viel hübscher, weder da, wo jetzt noch grün und blau unten durchkommt oder so Müsterli-Zeugs. Ja, wahrscheinlich ist es Geschmackssache oder je nachdem, eben, wie man es dann natürlich haben will. Kann man es natürlich auch so machen. Was ich auch noch gemacht habe, ist nur das Weisse draufgeleimt, ohne vorgrundieren. Das sind jetzt die mit dem Weissen mitgrundiert und da sieht man natürlich schon auch einen Unterschied. Also sie sind doch schon recht transparent. Gut, ich will die nicht, ich will die, aber die sind jetzt natürlich alle noch ein bisschen feucht. Darum nehmen wir jetzt zum Weiterarbeiten die ich hier schon gemacht habe. Wie gesagt, das hier sind die noch trocknen, die nur mit Gesso angemalt sind. Gell, ich habe es immer am falschen Ort her. Furchtbar. So, das sind die mit Gesso und dem Weissen und das sind die mit Gesso und der Blümli-Serviette. Kommen jetzt auch weg und da habe ich die 3 verschiedene Sachen eben schon ein bisschen vorbereitet und ausprobiert. Und jetzt wollen wir natürlich hierher, zu denen hier.
So sollten sie nachher dann aussehen. Das heisst, ich muss zuerst mal inken. Für das habe ich schwarz parat gemacht und Vintage Foto parat gemacht. Und ich würde sagen, ich mache zuerst mal mit Braun überall so ein bisschen rundherum. Selbstverständlich kann man jede andere Farbe nehmen, so was, dass das muss passen. Ich möchte das jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen ältlich, brünlich, crunchy. Für das nehme ich dann noch ein bisschen schwarz. So sind sie auch hübsch. Ich will dann aber lieber noch ein bisschen mit Schwarz dahinter. Und dann gibt doch das eine wunderbare Deko. So. Voilà, bei denen geht das auch ganz gut. Selbstverständlich kann man auch jede andere Acrylfarbe nehmen. Oder bestimmt geht es auch mit Gouachefarbe. Also die normale Acrylfarbe, die tut ja dann vielleicht eher ein bisschen glänzen. Wenn man das will, oder wenn einem das egal ist oder so. Ja. Und die Gouache, die ist halt wasserlöslich, selbst wenn sie dann getrocknet ist. Aber ich denke jetzt mal, ja, also wenn die dann so in einem Journal innen sind, geht man ja das auch nicht mit nassen Händen anlängen und dort an denen reiben. Ja, von dem her, also, ja. Oh. Und eben Leim oder Art Porch oder irgend so etwas braucht es also wirklich nicht. Selbstverständlich kommt man dann am Schluss noch mit einer Schicht Art Porch oder etwas drüber rein, wenn man das will. Dann wäre es natürlich dann wieder glänzig. Was ich jetzt mache, ich tue das Wätteli so zusammenfalten und gehe da noch in die Löcher rein. Zack, 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 zack. Das funktioniert ganz gäbig so. Haben wir schon. Komm, komm. So. Hei, hei, hei. Jetzt sind wir hier durch. So. Und jetzt kommen wir da noch ein bisschen mit Schwarz. Den muss ich zumachen, sonst weiss ich nie, wo das ich muss rein. Und da mache ich vor allem die äußeren Kanten.
Oder, ja, ich mache sicher nicht alle genau gleich dunkel. Einige mache ich ein bisschen mehr, einige ein bisschen weniger. So. Ui. Da sieht man jetzt natürlich eben immer noch das grün-blaue Rändchen rundherum. Wenn ich jetzt hier ein bisschen weniger schnell drüber gehe, könnte ich das selbstverständlich auch ganz schwarz machen. Wenn ich das gerne will. Mich stört jetzt das gar nicht so fest und ich habe das Gefühl, wenn das nachher dann aufgeklebt ist, sieht man das auch gar nicht mehr so. Weil man es ja dann nur von oben runter anschaut und nicht gross jetzt hier noch umdrehen. So, da haben wir schon schwarz. Gut, ja. Oh, schön. Und jetzt haben wir da natürlich die da, wo schon die Blümchen drauf sind. So, die bleiben so. Die kann ich jetzt gar nicht noch gross ändern. Aber die da kann ich jetzt noch ein bisschen drauf stempeln. Und ich habe mir auch so ein Mini-Stempel parat gemacht, so ein winzig kleines Blättchen, ein Blümchen, ein Dingsbums und ein Sommervögel und ein Röseli. Da habe ich ein bisschen fest gedrückt. Das Röseli mit dieser Schrift. Ich probiere jetzt das noch einmal. Jetzt probieren wir das doch noch einmal. Nicht so fest munnen. So, oh ja, schau, sehr herzig. Seht ihr überhaupt etwas, wenn das so winzig klein ist? Ich weiss es nicht. So, komm, jetzt noch ein Sommervögel. So. Zack. Oh ja. Und da noch eins. Ja, schön. Oh, Sommervögel, Sommervögel. Noch mehr. Oh. Gut. Dann probieren wir doch mal das Pflänzchen da. Das ist irgendein... Nein, ich habe jetzt Kleeblatt genommen. Das ist irgendwie ein Blümchen. Mal schauen, ob das etwas wird. Oh ja, sehr herzig. Schau mal, wie schnussig. Jö. Oh jö, ja, auf dem müssen wir auch gerade noch eins machen. Ja, so. Dann haben wir hier noch so ein komisches Blättchen. Irgendetwas. Mal schauen, was das macht. Ja. Ja, doch, das ist auch noch herzig, hä? Das ist auch noch süß. Machen wir noch eins. Da. Ja. Genau. Und jetzt haben wir auch noch den Poststempel. Sieht jetzt auch noch gut aus, finde ich. Können wir vielleicht sogar da noch einen. So, und noch einen. So. Voilà. Hey, schau mal. Ich finde, die sind mega schnussig rausgekommen. Jetzt die hier schnell einmal auf ein Kärtchen beigeln, dass man das ein bisschen genauer anschauen kann.
Ui. Noch ein bisschen viel. Haben die alle Platz? So lieg. Hey, schau mal, wie süß. Ich finde, die sind mega cool rausgekommen und die werden ganz sicher in einem von unseren nächsten Journals irgendwo ein Plätzchen finden. Und natürlich die hier, die ich hier noch angemalt habe und so weiter, die werden wir sicher auch noch bestempeln und so weiter. Und dann gibt das hier noch gerade ein bisschen mehr. Ich habe mich mega gefreut, das mit euch zu machen und wenn ihr schauen wollt, wie wir die dann irgendwann mal verbastelt, dann wäre es schön, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dann, tschüss!